Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns immer noch im lieben Kolosseum. Und mir persönlich ist etwas mega Lustiges eingefallen, was ich bis jetzt die ganze Zeit schon vergessen habe. Und das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein. Und zwar habe ich den einen Talisman vergessen, den wir holen können, wenn wir 40 beieinander haben. Das haben wir ja jetzt eigentlich momentan. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, ich würde mich auf den Weg machen, eigentlich jetzt einmal den Talisman einsammeln. Und danach schauen wir, ob ich nochmal zurück ins Kolosseum komme, ob wir werden nochmal den lieben Grimm herausfordern. Weil es gibt ja auch eine andere Möglichkeit, den lieben Grimm zu besiegen. Das ist aber eine ziemlich witzige Geschichte. Irgendwie kann man ihn verbannen lassen aus Hollow Knight, also aus dem Dorf Mistmund. Aber wie genau das funktioniert, muss ich mir eben nochmal genauer anschauen. Das ist mir bis jetzt nur in den Kommentaren gesagt worden. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, wir haben ja unsere Seele bei uns und gleichzeitig... Ja... Also entweder setze ich jetzt hier ein Portal und wir gehen von da aus Richtung Mistmund. Oder ich teleportiere mich zurück, wir gehen nach Mistmund, holen uns den Talisman und laufen dann zurück. Also es gibt die Möglichkeit, entweder den Weg hin oder den Weg zurück leichter zu machen. Das ist jetzt eben die Frage der Fragen. Wie mache ich es mir am leichtesten? Ja, eigentlich wäre es nur schnell hier rauf und da runter dann, he? Also ich persönlich sage, komm, wir legen jetzt da mal ein Portal an. Wenn das funktioniert. Jawohl, und dann machen wir das auf dem Weg zurück zum Hirschkäferweg. Dann schauen wir uns schnell nochmal schauen, wie das genau aussieht mit dem 40. Talisman. Eben, sobald wir 40 Talisman zusammen haben, können wir irgendeinen Segen über, aber ich weiss nicht genau welchen. Und ich bin guter Hoffnung, dass der uns eigentlich unterstützen in dieser ganzen Situation mit dem Kämpfen. Also mit dem Kämpfen gegen den Grimm oder gegen den Hollow Knight, also den Endboss, wie auch das Kolosseum. Und darum würde ich mir das gerne eigentlich schnell anschauen. Jetzt muss ich aber schnell schauen, dass wir den Lift brauchen. Genau, einmal rauf bitte. Und dann sollten wir schnellstmöglich... Also wir sollten eigentlich ziemlich zügig in Mistmund ankommen. Also gehe ich jetzt mal davon aus. So. Nice, okay, dann einmal rechts. Also der Weg ist viel leichter als der, wo wir jedes Mal ausgegangen sind im Kolosseum. Da mit einem riesen halben Parkourlauf. Ui. Mann! Das habe ich jetzt einfach nicht erwartet. Bin ich eigentlich richtig? Nein, ich gehe in die falsche Richtung. Ich nudle. Typisch ich, typisch ich. Ohne Kompass wäre ich so verloren. Ohne Kompass wäre ich sowas von verloren. Oh Mann. So. So, dann einmal alles darum dumm. Jetzt muss ich da, glaube ich, rauf irgendwo. Ja, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es da oben wird sein. Jawohl. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Dann schiessen wir uns zurück. Da ist aber noch lustig, sowieso im Allgemeinen. Da gibt es ja noch einen Secret Room. Eigentlich könnten wir die... Hä, wieso hat es jetzt da auch ein Portal? Ich kann doch das Portal da oben da, ins Kolosseum. Hat das nicht funktioniert? Hä? Ach Menno, es hat wieder mal etwas nicht funktioniert, wie ich will. Nicht fair, nicht fair. Aber wenn wir da schon sind, bin ich gerade am Überlegen, ob wir ganz kurz ein Secret anschauen. Ich bin mir gerade wirklich überlegen, ob wir ganz kurz ein Secret anschauen. Oder ob wir das auf dem Rückweg machen. Na komm, wir gehen jetzt zuerst auf Mistmund, also Wegkreuzung. Und dann gehen wir schnell den letzten Talisman holen. Also nochmal einen Talisman. Es sollte ja eigentlich nochmal einen mehr geben. Wenn wir dann den Grimm besiegt haben oder ihn verbannen. Aber da bin ich immer noch unschlüssig, ob ich ihn eigentlich lieber würde besiegen oder ob ich ihn verbannen. Es hat auch ein bisschen mit dem zu tun, dass ich mir einfach sage, so wäre eigentlich cool, wenn wir ihn besiegen würden. Und daher bin ich da immer noch ein bisschen unschlüssig, wie ich das genau machen soll. So, schnell durch. Weit ist der Weg ja nicht. Jetzt müssen wir eigentlich alles einfach abwehren. So. Genau, einmal runter. So, dann sind wir schon fast da. Dann sind wir ja schon fast da. Voilà, dann können wir uns noch gemütlich ausriebeln auf dem Bänkchen. Und dann gehen wir mal eintreten und schauen, was die liebe Madame von uns will. 800 kostet er. Wir können uns sogar leisten. Mein Segen, ein besonderer Segen von mir für dich. Du hast ihn dir verdient. Diesen Gegenstand kaufen, jawohl. Mein Liebes, ein Segen für dich. Mit deiner übermäßigen Kundentreue und diesem unheimlich guten Aussehen hast du ihn dir mehr als verdient. Was? Wow. Da haben wir ja gerade einen Schmatzer von ihr bekommen. Erhalten, Salubras Segen. Ein Segen verliehen vom Talisman Liebhaberin Salubra.
Wer gesegnet ist, dem folgen Schönheit und Liebe überall hin. Okay. Ja, ich hoffe, mein Segen erfüllt dir deine Wünsche. Lass von dir hören. Okay. Trophäe erhalten. Gesegnet. Und was genau bringt jetzt? Und wo ist der? Ah, der ist jetzt die ganze Zeit bei uns. Aber was genau macht denn der? Kann ich das nicht nachlesen? Hä? Also da drin ist nirgends. Ismas Träne, Bahnkarte. Hä? Ich komme nicht so ganz genau daraus, was das jetzt uns genau soll bringen. Sie fliegt einfach ab und zu die ganze Zeit um uns herum. Aber was bringt uns das? Einen riesen Schmatzer haben wir bekommen und dort oben fliegt sie umeinander. Okay. Vielleicht finden wir dann noch mit der Zeit raus, was uns das genau soll bringen. Ich gehe lieber oben durch. Da unten sind alle so selbst explodierende Viechli unterwegs. Das muss nicht unbedingt sein. Ah, ich habe es genau gewusst. So, jetzt schauen wir mal. Passiert jetzt etwas mit dem Segen? Warte, ich bleibe mal stehen, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich stehen bleibe, dann taucht sie auf. Also vorher war es so gewesen. Also ich bleibe jetzt mal stehen. Nein, es passiert nichts. Hä? Passiert das nur, wenn ich auf dem Bänkchen hocke, oder? Ich komme nicht raus. Warte schon, Leben anfüllen, wenn wir gerade schon da sind. Dann können wir da wieder Seelen antanken. Nice. Dann muss ich da alles wieder aufwärts. Jetzt haben wir den Segen bekommen. Aber was genau der Segen bringt, außer den riesen Schmatzer, den sie uns gegeben hat, verstehe ich auch gerade momentan nicht so ganz. Und warum ich jetzt da wieder komplett falsch gehe, das verstehe ich erst recht wieder mal nicht. Hä? Nein, da ist es auch nicht. Mann, ich kann mich schon wieder verlaufen. Ich kann mich schon wieder verlaufen. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Nein, ich muss den komplett rein. Oh Mann! Der Löli findet den Weg wieder mal nicht. Aber warte mal schnell. Bevor ich da ein riesen Drama mache, ich kann mich ja zu unserem Punkt teleportieren. Nice. Nice, Gott sei Dank hat mein Hirn genug schnell geschaltet, damit ich das auch noch irgendwie kapiert habe. So, jetzt haben wir einen Segen. Ich weiß immer noch nicht, aber es ist kein Talisman, es ist irgendein Segen. Aber es steht nirgends etwas von dem Segen. Also wir haben auch keinen separaten Talisman bekommen. Und wir haben auch da drinnen irgendwie nichts. Wir haben auch da drin wirklich gar nichts. Also nichts, was darauf hinweist, was das genau soll sein. Hä? Speziell, speziell. Aber wenn wir schon da sind, gehen wir doch noch ganz kurz schnell ein Secret anschauen, bevor wir jetzt hier weitermachen. Weil das würde mich nämlich noch ganz bisschen wundern. Weil wir haben das bis jetzt nämlich noch nicht gemacht. Soweit ich das weiss. Und zwar hier in der Geisterlichtung, bei all diesen verschiedenen Geistern, wenn wir ganz kurz schnell beim Wasserfall rein. Muss ich noch weiter rauf. So, weil die kennen wir ja alle schon, die haben wir nach allen plus minus schon mal Hallöle gesagt. Jetzt würde ich aber gerne noch schnell etwas anderem einem Heu sagen. Und mich wundert, ob man dort noch etwas Spezielles findet. Dann haben wir halt einen kleinen Ausflugtag, das ist doch auch gemütlich. Anstatt immer nur voll kämpfen und machen und tun. Komme ich gerade so rein? Ah ja, so geht's auch. Okay. Dann müssen wir eigentlich einmal alles komplett da durch. Dann kommen wir da drauf und dann... Genau, voilà! Voilà! Das wollte ich mir noch unbedingt noch schon mal anschauen. Ich bin mir ziemlich unsicher, ob wir da schon mal gewesen sind. Aber ich habe gedacht, wir gehen jetzt einfach nochmal da an, mal güchseln. Sali! Du, der selbst in den geheimsten aller Träume spähst, sei gewarnt, in diesem Schrein sind Worte aus einer anderen Welt aufgezeichnet. Auch wenn die Worte seltsam wirken, vergiss nicht, dass sie aus einem anderen Geist stammen als dem unseren, dem Geist einer Gruppe, die durch ein geheimnisvolles Ziel geeignet wurde. Glauben oder Zweifeln, die Wahl liegt bei dir. Okay, dann gehen wir mal schauen. Sind wir jetzt wirklich tierisch Wunder? Schrein der Glaubenden. Betrachten, Michael Klemer, Philosoph. Matev Golle, 1, 2, 3, los! Berserker der Hero. Ein Held ist jemand, der mehr tut, als nur anderen im Not zu helfen. Das ist ja so. Das ist ja so, aber weiter aber geht's nicht. Murmig debt's, blase in die Asche und vielleicht lodern Flammen auf. Entzünde erloschene Glut für einen, dem du gedenkst. Und 10, die du vergisst. Okay. Cameron Dorman, obwohl alles enden muss, wird Heilungsnest für immer als Grab für Götter und Käfer bestehen, als Denkmal für alles, was sie erreicht haben.
Thomas C., Sterne und Staub. Klaas Hemat, die Grenzen, die Leben und Tod scheiden, sind so unbestimmt und dunkel. Wer kann sagen, wo das eine endet und das andere beginnt? Okay, also wir haben da wirklich ziemlich viel Schreine. Ich lasse jetzt die mal aus, weil mich wundert es einfach, was da noch alles existiert. Ich glaube, das sind mega viele von denen. Mich wundert es eher, ob man da vielleicht noch irgendetwas findet. Ui, ich mache die alle kaputt. Ich darf dann mit meinem Schattensport umeinander hüpfeln. Ich knuddle. Okay, also wie es aussieht, haben wir da wirklich nur alles Wort aus bestimmten Geistern. Steve Ray Bro, sieh dir die Welt an. Ist sie nicht schön? Okay. Aber wie es aussieht, hat es da nichts anderes zu finden als alles kaputt ist rein, wenn ich so weitermache. Oh, ich muss mich wirklich daran gewöhnen. Aber das ist irgendwie in mich reingepflanzt. Das ist schon so allein da. Schauen wir mal. Anderes Ekon, ein Abenteuer und Künstler. Bis die Seuche eines Träumen nahm, von seiner Seele verlassen, betrat er das Land von oben und kehrte niemals wieder. Okay, also wirklich mehr hat es da nicht. Als einfach sehr viel verschiedene Texte zu verschiedenen Geistern. Was passiert denn, wenn ich da oben hüpfe? Mal schauen. Da fliege ich wieder raus. Okay, alles klar. Nein, das wollte ich einfach noch ganz kurz nachschauen. Ich bin sogar ziemlich unsicher, ob wir das schon gemacht haben. Aber ich habe gedacht, ich wollte mal noch reingüchseln. Mal güchseln. Ob man vielleicht noch irgendetwas Spezielles findet. So, dann haben wir das eigentlich auch schon erledigt. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt eigentlich wieder auf den Weg Richtung Kolosseum. Und dann würde ich gerne mal einen Versuch starten, ob wir das vielleicht irgendwie das mal anbekommen. Aber mich wundert immer noch, was mit dem Segel los ist. Er taucht nicht mehr auf. Doch jetzt. Hä? Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich muss das jetzt mal schnell ausprobieren. Wenn ich aufs Bänkchen hocke, taucht der Segen auf und füllt unsere Seelen an. Sehe ich das richtig? Jawohl. Das heisst, wir brauchen eigentlich gar keine Quellen mehr, sondern wir können direkt mit voller Seele starten. Nice. Dann wäre es ja schon fast fragwürdig, ob wir es eher versuchen, nochmal gegen den Grimm, weil ich könnte jedes Mal mit voller Seele gegen ihn in den Kampf gehen. Komm, wenn wir nochmal den Grimm probieren. Komm, wir haben das letzte Folge das Kolosseum gemacht, wir versuchen das mal nochmal den Grimm. Und wenn wir den Grimm das mal nicht anbekommen, dann schauen wir oder überlegen wir uns, ob wir ihn aus dem Dorf verbannen, um den Talisman zu erhalten, wo er uns eigentlich noch sollte geben. So, jetzt hätte ich mir fast versprochen. Mann. So, ich würde sagen, let's go. Gehen wir mal noch schnell am Grimm eins auf den Deckel geben. Wie wollen wir gegen den Grimm in den Kampf gehen? Also das können wir schon mal nicht brauchen, das können wir nicht brauchen, das können wir nicht brauchen und das erst recht nicht. Ich würde sagen, wir nehmen unsere glühenden Würmchen mit. Glühendes Mutterleib. Ich bin aber gerade am Überlegen, ob wir Wappen des Verteidigers wegnehmen eigentlich, weil dann sehe ich wegen der Sprengungen immer noch ein bisschen mehr. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir das Grimmkind mitnehmen, weil das Grimmkind macht ja auch noch separat eigentlich guten Schaden. Und wir hätten gerade noch 2 Plätze frei. Es wäre mal eine Überlegung wert. Komm, wir probieren es das erste Mal so. Wo ist mein Grimmkind? Ah, da ist es. Okay. Und dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Oh, ich muss das Grimmkind ja eh mitnehmen, ich knuddle. Fast schon überlegt. Ah, ich wieder. Aber das Grimmkind kann ja eigentlich gar... Hä, was ist das gewesen? Ah, das waren meine Flüge, die da gespawnt sind. So, let's go. Dann zeigen wir am Grimm, wo der Hammer hängt. Und hauen ihm eins jetzt auf den Latz. Wie ein Gespenst. Hat sich das irgendwie gereimt? Ich habe es wenigstens versucht. So, ich persönlich warte jetzt aber. Wo sind all meine Flüge? 4 Flüge können wir spawnen, die haben wir. Okay. Dann haben wir nämlich direkt am Anfang schon ziemlich guten Schaden. Und dann versuchen wir ihm jetzt eins auf den Keks zu hauen. Mal schauen, ob wir es anbekommen. Albtraumkönig Grimm. Da sind wir wieder. So. Ah, jetzt soll ich mich treffen lassen, Knuddel. Nein! Dumm gewesen zum Leben anfüllen, also das Leben anfüllen. Nein, okay. Also wir sind da ziemlich dumm in den Kampf gestartet. Jetzt ist es aber so. Jetzt haben wir keine volle Seele mehr. Das heisst, eigentlich müsste ich jetzt jedes Mal zurück nochmal aufs Bänkchen und vom Bänkchen wieder reingehen. Ein bisschen eine mühsame Geschichte, aber
aber es ist lohnenswert. Also der Segen, muss ich sagen, ist in dem Fall wirklich nicht einmal so schlecht, wie ich gedacht habe. Jetzt können wir nämlich hier kurz abwarten, jetzt sollte der Segen kommen. Jawohl, und jetzt dankt sie unsere Seele komplett wieder an. Nice! Das ist wirklich geil. Wieso habe ich das nicht schon früher besorgt? So, let's go. Dann können wir es gerade nochmal versuchen. Ich bin nämlich ziemlich unsicher, ob wir überhaupt gute Sockel mit dabei haben, also gute Talismane. Aber ich würde sagen, mehr als versuchen können wir es nicht. Mehr als versuchen können wir es nicht. In guter Hoffnung, dass wir ihn wirklich besiegen. So. Was haben wir denn überhaupt alles dabei? Ja, eigentlich ist es nicht mal so schlecht, was wir dabei haben. Ich muss einfach ein bisschen konzentrierter darauf losgehen. Würde ich sagen, let's go. Warte, haben wir 4 Flüge? 3, 4. Let's go, okay. So, Albtraum König Grimm, auf ein neues. Ich habe doch genug schnell gedruckt, hä? Okay. Gut. Jetzt kommt die Feuersäule. Nice! Nein, jetzt hätte ich nicht drücken, nicht Leben anfüllen. Okay. Nein, ich doppel! Einfach müssen stehen bleiben, nein! Aber es funktioniert gut. Es funktioniert einwandfrei. Ich habe mich einfach dümmer angestellt, als das Ganze jetzt gerade momentan ist. Dann würde ich sagen, dann füllen wir unser Leben nochmal an. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz schnell unsere Talismane durch. Vielleicht haben wir ja da noch irgendetwas kleines, Schmackhaftes, mit dem wir den ganzen Kampf auch noch ein bisschen erleichtern. Ich bin mir überlegt, den langen Nagel wegnehmen und trotzdem noch unser Waben mitnehmen. Wäre das eine Idee? Weil wir können eh nicht schlagen. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig in Schlag. Es wäre sogar eine Überlegung wert, eigentlich, all die Sachen rausnehmen und unser Leben zu erhöhen. Dass ich sage, hey, ich nehme so viel Leben mit, dass ich einfach die ganze Zeit ausweiche. Wir probieren es jetzt nochmal so. Und sonst tue ich mal so viel Leben mitnehmen, wie uns nur möglich ist. Weil dann sollten wir ja auf 16 Leben oder so kommen. Das heisst, dann dürfen wir uns 8 Mal treffen. Das heisst, wir müssen schauen, dass wir genug viel Mal ausweichen. So, ab in Fight, let's go! So. Nice, unsere Flüge sind schon am Start. Wir haben 4 Stück, wir haben 3 Stück von der Spinneli. Wir haben unsere Stinkenwolken, wir haben unsere scharfen Schatten. Wir haben donnernden Qual, wenn er uns trifft. Ich würde sagen, wir sind gut vorbereitet. Am Albtraumkönig Grimm eins ins Viertel treten. Let's go! Oh, jetzt kommen wir schon wieder 5. Jetzt habe ich mich zweimal von denen treffen lassen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die... Ah, ich habe doch gedruckt! Es braucht so lange, bis es akzeptiert, was ich gedruckt habe. Nein! Aber es funktioniert so gut. Was ich geplant habe. Es funktioniert so gut, dass man das jetzt gerade nochmal... Nein, ich muss zuerst meine Seele nachfüllen. Also, ich fühle jetzt... Hallo? Ich gehe jetzt meine Seele nochmal nachfüllen und wir machen das jetzt noch einmal. Den Plan finde ich jetzt sowas von gut. Ich muss mich einfach nicht so dumm anstellen beim Ausweichen. Ich stelle mich so dumm an. So, dann lassen wir unsere Seele schnell nachfüllen. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir wollen... D und D rausnehmen. Nein, komm, wir probieren es jetzt noch einmal so. Und dann schauen wir weiter. So, let's go. Grimmkönig, wir kommen. Also Albtraumkönig. So, dann würde ich sagen, noch ein Versuch. Und dann mache ich mir langsam Gedanken darüber, ob wir ihn überhaupt besiegen wollen oder ob wir ihn einfach aus dem Dorf verbannen. Aber ich würde es so schade finden, wenn wir ihn nicht besiegen können. Ich finde es halt eben so geil in Hollow Knight, dass man sich einfach die Herausforderungen stellt, so, ja hey, komm,
Der Kampf dauert halt ewig, aber ich habe es irgendwann geschafft. Einfach das Gefühl, dass ich es geschafft habe, das ist einfach 1A. 1A. So. Ich werde jetzt ein bisschen leislicher sein, mich mehr konzentrieren und versuchen, den Kampf zu gewinnen. Ja, jetzt habe ich falsche Seite. Oh, jetzt bin ich nochmal reingelaufen. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Okay. Hä? Mann! Mann! Stelle ich mich noch so dumm an oder bin ich... Nein, jetzt habe ich habe keine Seele. Ich habe keine Seele, es bringt eh nichts. Oh. Für das müsste ich mir nämlich jetzt auf den Deckel hauen. Aber die erste Phase schaffen wir jetzt sowas von einwandfrei. Wir schaffen die sowas von einwandfrei, aber es bringt gar nichts, weil jetzt habe ich wirklich keine Seelen am Start. Das heisst, ich muss wirklich ihn treffen, damit unsere Flüger spawnen. Das heisst, es wird gerade nochmal eins schwieriger. Nein, ich bin doch kumpelt. Okay. Hä? Ich bin doch mit einem scharfen Schaden durch. Wenn ich doch mit einem Schaden durchgehe, wieso kann der auch Schaden machen? Na ja, egal. 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 Ich lasse mich von dem nicht demotivieren. Ich lasse mich von dem eindeutig nicht demotivieren. Ich würde aber behaupten, das Ganze, das versuchen wir doch in der nächsten Folge. Wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit eurem Schweizer. Ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Danke vielmals und ciao.